Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich heute Morgen hier zu sein. Herzlich willkommen auch alle, die per Livestream verbunden sind mit uns. So gut, dass du heute früh den Weg irgendwie aus dem Schnee oder zumindest aus dem Bett heraus geschafft hast. Ich bin so richtig in Weihnachtsstimmung angekommen heute mit all dem Schnee. Ihr auch? Ja. Wer musste sein Auto vom Schnee befreien? Ein paar. Ich gratuliere euch. Ich habe den Vorzug einer Tiefgarage genossen heute Morgen. Ich liebe Schnee. Ich bin so der Schneemensch. Wenn der Schnee kommt, dann fühle ich mich im Winter und so richtig angekommen. Ich freue mich speziell auf die Skitouren. Skitouren, das ist eines meiner Hobbys. Da für diejenigen, die das nicht kennen, da läuft man mit den Ski, mit so Fellen unten dran, läuft man den Berg hoch und dann fährt man hinunter. Ich liebe es. Abseits der Pisten und dieses Jahr trotz Corona überhaupt kein Problem, weil man ist ganz alleine. Ich liebe das. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von einer Skitour vor ein paar Jahren. Das ist ein frisch verschneites Tal. Unverfahren, sichere Bedingungen, das beste Wetter und so eine Abfahrt stand uns bevor. Da wird es mir ganz warm ums Herz. Ich liebe so Momente wie diesen und ich freue mich, ich war dieses Jahr noch auf keiner Skitour, ich freue mich aber auf die erste, die hoffentlich bald kommen wird. Im Moment ist es noch etwas gefährlich, aber hoffentlich werden die Bedingungen bald gut werden. Ja, diese Skitour war der absolute Traum. Jeder, der gerne im Tiefschnee fährt, das ist wirklich wunderschön. Und wir hatten einen sensationellen Tag, wir haben aber einen großen Fehler gemacht. Und zwar hat uns dieses Tal so gelockt, dass wir anstatt auf der richtigen Route dieses Tal hinuntergefahren sind und wir haben die ÖV-Verbindungen nicht so studiert. Und es war eine traumhafte Tour, wir sind unten angekommen, wir waren verschwitzt, wir waren glücklich, wir waren zufrieden, bis wir gemerkt haben, dass wir das letzte Postauto verpasst haben. Und dieses Tal ist wirklich das Ende der Welt. Da gibt es nichts, da gibt es nicht mal Häuser. Und es gibt auch keinen Handyempfang. Und wenn man in diesem Tal ist, dann wird plötzlich, der Schweiß wird dann irgendwann zu Kälte umgewandelt, kein Empfang, die gute Stimmung kippt, wir werden plötzlich ein wenig zickig, nerven uns. Und die Frage ist, wie kommen wir da raus? Wir hatten überhaupt keinen Handyempfang, wir versuchten da ein wenig hoch und runter zu laufen und einfach keine Lösung. Und es war wirklich zu weit, um da irgendwie zurück zu laufen oder so. Und wir waren verloren. Wir brauchten Hilfe in diesem Moment. Kennt ihr solche Momente, wo du nur noch bist, ich will jetzt einfach heim. Du träumst von einer warmen Dusche, du träumst davon, dass jemand dir hilft, ein warmes Auto nur schon, die dreckigen Kleider ausziehen. Genauso habe ich mich gefühlt. Und wir lesen heute von einer Geschichte in der Bibel, da ging es einem Ehepaar auch so ähnlich. Das war eine Situation vor etwa 2000 Jahren und da hatten sie ein viel größeres Problem, bei dem sie auf Hilfe angewiesen waren. Da war nämlich das Volk Israel, das seit über 400 Jahren in ständiger Angst lebte. Sie hatten ihre Freiheit verloren, sie waren unterdrückt und sie hatten das Gefühl, auch Gott hat uns im Stich gelassen. Jetzt 400 Jahre, das ist eine lange Zeit. Seit so langer Zeit hatte es keinen Propheten mehr gegeben, sie hatten keine Offenbarung mehr von Gott und sie hatten das Gefühl, wir sind da ganz alleine und wir brauchen irgendwie Hilfe, aber sie waren sich nicht sicher, kommt da wirklich Hilfe oder kommt keine Hilfe. In dieser Zeit gab es, wie gesagt, ein Ehepaar, nämlich Zacharias und Elisabeth. Sie suchten die Hilfe von Gott auch im ganz Persönlichen, weil sie keine Kinder bekommen konnten. Und das Paar war schon alt, sie hatten es versucht und wieder versucht und wieder versucht und es hat einfach nicht geklappt. Elisabeth hat sich sehr geschämt dafür, da es damals zumindest die Auffassung war, dass das die Aufgabe der Frau war. Sie hat sich sehr geschämt. Sie hatten gebetet und es hat einfach nicht geklappt. Sie ringten aber auch innerlich mit der Frage, hat uns Gott als ganzes Volk vergessen? Seit so langer Zeit haben wir nichts mehr von ihm gehört. Wo ist er? Lässt er uns im Stich? Die beiden, Zacharias und Elisabeth, die waren bei den Senioren aktiv, die waren schon älter, voll dabei und sie lebten so richtig fromm. Sie hielten sich an die alten Gebote. Sie waren damals in der Gesellschaft sicher eine Minderheit, die noch daran hoffte, dass Gott sie nicht vergessen hatte. Und eines Tages, Zacharias, er war Priester,
bekam er die einmalige Aufgabe, im Tempel in Jerusalem eine besondere Aufgabe zu übernehmen. Das war eine Aufgabe, die bekam er nur einmal im Leben, das war so wirklich der Höhepunkt seiner Karriere. Und da geschah etwas Außergewöhnliches, als er in diesem Tempel war, nämlich ein Engel erschien ihm. Und dieser Engel sagte ihm, deine Gebete sind erhört worden, ihr werdet ein Kind bekommen. Und Zacharias, der zweifelte, was ja doch irgendwie verständlich ist, oder? In seinem Alter, er zweifelte daran, der Engel hatte aber keine Freude daran und sagte ihm, er würde stumm bleiben, bis dieses Kind auf die Welt kommen würde. Als er nach Hause kam, da wurde die Kommunikation mit seiner Frau ein wenig komplizierter, weil er konnte sie nicht erklären, er konnte nicht reden und so wurde so ein Wursthäfelchen, wurde ihre große Lösung, wie sie doch zumindest so das Grundlegendste miteinander klären konnten. Intimität funktioniert ja auch ohne Worte und so probierten sie es dann wieder mal, auch im hohen Alter und es funktionierte tatsächlich und Elisabeth wurde schwanger. Als dann die Zeit kam, wo Elisabeth tatsächlich, wo man das so langsam sah und sie offensichtlich schwanger war, da geschah bei einer Freundin von Elisabeth auch etwas Erstaunliches, nämlich auch sie wurde schwanger. Sie war aber jung und im besten Alter. Sie war offensichtlich in einer Situation, wo man das auch erwarten könnte. Sie war verlobt. Doch das Schwangerwerden bei ihr war ganz speziell. Sie hatte nämlich noch nie Sex gehabt. Und sie wurde trotzdem schwanger. Und auch bei ihr erschien ein Engel, um diese doch seltsame Situation irgendwie zu erklären. Maria, wir reden von ihr, sie glaubte dem Engel, sie wurde nicht stumm und sie reiste ins Bergland zu ihrer Freundin, nämlich dieser Elisabeth und Zacharias. Sie wohnten in den Bergen, sie gingen dahin, ich weiß nicht, ob es da Schnee hatte oder nicht, aber als sie dieses Haus betrate, da geschah etwas Außergewöhnliches, nämlich Elisabeth und Maria, die beiden Frauen, die wurden erfüllt vom Heiligen Geist und sie begannen seltsame, außergewöhnliche Dinge vorauszusagen über die Kinder, die sie im Bauch hatten. Alle, die da waren, die merkten, da ist irgendetwas Außergewöhnliches am Werk. Ich glaube, Gott ist da etwas am Tun, sie konnten das aber nicht so ganz einordnen. Als nun die Zeit kam für Elisabeth, um das Kind auf die Welt zu bringen, da kam ein Sohn auf die Welt. Und die Verwandten, die hatten inzwischen mehr zu sagen als Zacharias, weil er ja nicht reden konnte, wollten das Kind nach ihrem Vater Zacharias nennen, aber Elisabeth intervenierte. Die Verwandten hatten nicht das Recht, den Namen zu geben und so fragten sie Zacharias, was meinst du, wie sollen wir das Kind nennen? Dann nahm er seine Wachstafel hervor und er schrieb darauf, Johannes soll sein Name sein. In diesem Moment konnte er widersprechen. Und auch da geschah etwas Erstaunliches. Zacharias begann in diesem Moment, wo er wieder reden konnte, begann er außergewöhnliche Dinge vorauszusagen über das, was geschehen war, über das Kind, das auf die Welt gekommen war und über das Kind, das noch im Bauch von Maria war. Und diesen Text, das, was er in dieser Situation gesagt hatte, das möchte ich mit euch lesen. Das ist der Predigttext von heute. Er steht in Lukas 1, ab Vers 68. Zacharias sagte Folgendes: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und er hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird.
Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf dem Weg des Friedens zu lenken. Wow, das ist eine Bombe, nicht? Ein erstaunlicher Text. Der ist so gehaltvoll, dass der Text hat einen eigenen Namen bekommen. In der Theologie nennen wir das Benediktus, weil im Lateinischen beginnt dieser Lobgesang mit dem Wort Benediktus, das heißt so viel wie gepriesen oder gesegnet. Wenn ihr das mal googelt, Benediktus, dann findet ihr genau diesen Text. Gehen wir zurück zu dieser Skitour, auf der ich war, und ich mag mich gut erinnern, als wir irgendwo in diesem Tal endlich Empfang gefunden hatten. Wir mussten wieder ein wenig den Berg hochgehen und ihr kennt den Moment, oder, wenn man so ein kleines Strichchen auf dem Handy hat und dann ist die Hoffnung da, hoffentlich geht es nicht weg, oh, es ist wieder weg. Und dann kommt es wieder und wir in äußerster Verzweiflung versuchten wir so ein Telefon zu starten. Und in jedem Moment konnte die Leitung abbrechen, aber wir konnten dann tatsächlich einen Freund erreichen, der mit uns in den Skiferien war, und ihm sagen, wo wir waren und dass wir verzweifelt seine Hilfe brauchten und dass er uns retten sollte. Als dieses Telefon zu Ende war, da war die ganze Situation doch ein wenig anders. Wir waren immer noch in diesem Tal, es war immer noch kalt, es wurde dunkel, aber wir wussten, Rettung ist unterwegs. Wir wussten, da ist Hilfe unterwegs, wir sind nicht mehr alleine. Und so ging es auch Zacharias in diesem Moment. Er wusste, da ist Hilfe unterwegs. Nicht nur wir haben ein Kind bekommen, sondern Gott hat uns nicht vergessen. Er hat sein Volk nicht vergessen. Zacharias war sich bewusst, Gott hat sein Wort gehalten. Gott ist zu seinem Bund gestanden, er hat uns nicht im Stich gelassen. Zacharias war ein Mann, der die Bibel sehr gut kannte. Er war ja Priester, das war seine Aufgabe. Und wenn man diesen Text so ein wenig genauer studiert, dann merkt man, dass es über 16 so Andeutungen an Bibeltexte im Alten Testament gab. Der wusste genau, wovon er sprach. Und der wusste auch, was Gott angekündigt hatte. Und dennoch, ich kann mir vorstellen, nach etwa 400 Jahren Schweigen von Gott, kam wahrscheinlich auch er immer wieder mal ins Zweifeln und fragte sich, hat uns Gott wirklich vergessen? Ist das alles eine Legende mit Gott? Das ist schon so lange her, 400 Jahre. Wisst ihr noch, was vor 400 Jahren bei uns geschehen ist in der Schweiz? Ich nicht, ich habe keine Ahnung. Und wahrscheinlich ging es so auch den meisten Israeliten damals, die hatten alle Geschichten aus dem Alten Testament vielleicht als Legenden abgetan. Sie ringten aber mit dieser Frage, hat uns Gott vergessen? Steht er noch zu seinem Wort? Wir kennen doch das auch aus unserem Leben. Vielleicht nicht 400 Jahre lang, aber vielleicht leidest du an einer Krankheit seit vielen Jahren. Und du weißt, dass Gott dich heilen könnte, aber er heilt dich nicht. Und du fragst dich, hat mich Gott vergessen? Warum lässt er mich im Stich? Vielleicht suchst du eine Arbeit seit Jahren und du ringst darum, Gott ist doch mein Versorger, warum schenkt er mir keine Arbeit? Und du fragst dich, Gott, wo bist du? Hast du mich vergessen? Hast du mich im Stich gelassen? Vielleicht ist es auch nur, dass du seit längerem Gott nicht mehr spürst. Du kommst in die Gottesdienste, du gehst vielleicht in deine Kleingruppe, aber da ist innerlich einfach eine große Wüste. Anderen laufen die Tränen herunter im Lobpreis und du beneidest sie, weil bei dir da ist einfach nichts. Und du fragst dich, Gott, wo bist du jetzt? Ich spüre dich nicht mehr. Oder dir geht es wie den Israeliten damals, du lebst in großer Angst. Du lebst in Angst, weil du leidest, weil du vielleicht in deiner Situation irgendwie derjenige bist, der unters Rad gekommen ist. Und du fragst dich, Gott, befreist du mich endlich aus dieser Situation? Wie lange soll das noch gehen? Egal, wie lange du schon wartest. Du kannst dir sicher sein, wenn Gott nach über 400 Jahren sein Wort nicht vergessen hat, zu seinem Wort gestanden ist, dann wird er auch bei dir dich nicht im Stich lassen. Gott hat dich nicht vergessen. Er kennt deine Situation. Er kennt deinen Namen. Er weiß, wer du bist. Er weiß, wie es dir geht. Und er steht zu seinen Versprechen, die er dir gegeben hat. Gott lässt dich nicht im Stich.
Und ich glaube, wir dürfen diesen Text heute Morgen als Ermutigung sehen. Gott lässt uns nicht im Stich. Manchmal dauert es länger, als wir das denken. Aber Gottes Hilfe ist unterwegs. Wir wissen, auch wenn wir noch nichts sehen, auch wenn wir noch nichts spüren, Gott, er lässt uns nicht im Stich. Ich möchte dir hier ein paar Bibeltexte aus diesem Abschnitt zeigen, den wir eben gelesen haben. Da heißt es, Gott ist uns zu Hilfe gekommen. Er hat sein Volk befreit. Gott erbarmt sich und er hilft uns. Und Gott vergisst seinen heiligen Bund nicht. Das ist Gottes Wort. Es ist wahr und es ist wahr auch für dich. Gott, er wird dir zu Hilfe kommen. Gott erbarmt sich dir. Gott möchte dir helfen. Er vergisst nicht, was er dir versprochen hat. Wenn du alle Hoffnung verloren hast, du dich fühlst wie ich damals in diesem Tal, völlig einsam und verloren, vielleicht auf eine viel tiefgründigere Weise, dann lass dieses Wort heute Morgen in dein Herz kommen, dass Gott dich nicht vergessen hat. Er liebt dich, er schätzt dich, er weiß, wie es dir geht und er weiß genau, zu welcher Zeit er dir zu Hilfe kommen wird. An genau das denken wir, wenn es Weihnachten wird. Unsere Serie heißt, als Gott Mensch wurde. Und als Gott Mensch wurde, da kam dieser ferne Gott zu uns Menschen. Gott war nicht mehr der ferne, unantastbare Gott, der weit weg war, sondern er kam auf dieser Erde. Damals für Zacharias wusste er, es wird noch geschehen. Das Kind ist noch nicht auf die Welt gekommen. Wir heute wissen, Jesus ist als Retter auf diese Welt gekommen. Er ist uns zu Hilfe gekommen. Aber die Frage, die wir uns oft stellen, ist, brauchen wir denn überhaupt Rettung? Brauchen wir überhaupt Gott? Gottes Rettung für uns Menschen ist etwas, das sehr häufig falsch verstanden wird. Es ist etwas, das schon sowohl damals wie auch heute sehr oft missinterpretiert wird. Damals dachte man beim Thema Rettung wahrscheinlich eher an so politische Befreiung von den Römern, die sie damals unterdrückten. Seit Jahrhunderten war das Volk Israel nicht mehr frei. Sie wurden unterdrückt, zuerst von den Persern, dann kam eine Welle der Verfolgung nach der nächsten. Wir lesen das in der Bibel, im Buch Esther, auch im Buch der Makkabäer lesen wir von diesen Verfolgungen, die das Volk Israel erleben musste. Dann die Römer. Und ich bin mir sicher, jeder in Israel, er dachte sich, Gott, wann befreist du uns endlich von diesen Römern? Heute werden die wenigsten Menschen bei Rettung von Gott an politische Befreiung denken, zumindest nicht bei uns hier in der Schweiz. Aber wir denken wahrscheinlich eher an Dinge wie, Gott, wann rettest du uns endlich vor diesem elenden Virus? Oder wie ist es mit den Umweltverschmutzungen? Gott, wieso lässt du das zu? Was wir auch häufig hier in der Schweiz erleben, ist, dass viele Menschen glauben, ich brauche gar keine Rettung von Gott. Mir geht es ja gut. Wozu brauche ich ihn noch? Und wenn ich es nicht habe, dann kaufe ich es mir. Und wenn nicht, dann spare ich dafür. Und wenn ich es habe, dann versichere ich es. Wozu brauche ich da Gott noch? Gott käme deshalb vielleicht als wirtschaftlicher Retter in Frage, wenn das nicht funktioniert. Viele Menschen erhoffen sich von Gott, dass sie einen besseren Job finden oder dass sie überhaupt eine Arbeit finden oder dass sie etwas mehr Lohn bekommen oder sei es auch nur, der ganze Stress. Es gibt viele Menschen, für die ist Gott so wie das Bonusprogramm, dass du etwas mehr Lohn bekommen kannst. Und wieder andere, die sehen Gott als körperlichen Retter. Dann, wenn die Medizin nicht mehr weiterhilft, dann, wenn die Operation nicht funktioniert hat und nur noch etwas Übernatürliches helfen könnte, dann soll Gott helfen. Und sie bitten Gott um Heilung. Und diese Vorstellungen, die sind ja irgendwie verständlich, oder? Wenn jetzt Gott wirklich gut ist und er allmächtig ist, dann kann er doch helfen. Warum tut er es nicht? Wenn Gott retten kann, warum lässt er das einfach zu?
Ja, es ist wahr, Gott kann uns wirklich helfen in diesen Dingen und trotzdem sind diese Dinge nicht unser größtes Problem als Menschen. Die Frage ist doch berechtigt, was ist das größte Problem, das wir Menschen alle haben? Wofür es sich lohnen würde, auf diese Erde zu kommen und uns Menschen zu retten. Wenn man nur eines auswählen könnte, wovon würde uns Gott retten? Zacharias schrieb Folgendes. Er schrieb, und du Kind, das sagte er über seinen Sohn Johannes, du wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Diesen Herrn, das ist Jesus, der dann auf die Welt gekommen ist. Und du Johannes, du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, und jetzt kommt der entscheidende Satz, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Gott musste da ein wenig aufräumen damals, wenn es um das Thema Rettung ging. Er wusste, dieses Thema Rettung wird falsch verstanden. Und Johannes sollte der sein, der das Volk Israel zu der Überzeugung führt, zu der Erkenntnis, dass es gerettet wird durch das Lösen des größten Problems, das wir Menschen allen haben, und das ist die Vergebung unserer Sünden. Unsere Sünde, das ist das Grundproblem, das wir haben als Menschen. Es ist wie das Virus, das uns alle infiziert hat und so viel Leid verursacht, in vielerlei Hinsicht. Stellen wir uns einen Banker vor, der geld- und machtgierig ist und deswegen andere Menschen darunter kommen. Viele Menschen werden leiden deswegen, direkt und indirekt. Das Grundproblem aber ist die Gier und der Machthunger dieses Bankers. Oder denken wir daran, wenn du Geld veruntreust. Irgendjemand wird darunter leiden. Vielleicht du selbst, vielleicht andere. Das Grundproblem ist aber nicht deine finanzielle Sorge, sondern es ist dein Untreusein. Oder wenn jemand faul ist, seinem Körper nicht schaut, dann wird er und andere früher oder später darunter leiden. Und das Problem ist nicht deine körperliche Verfassung, sondern im Kern ist es auch hier wieder eine Sünde. Ich mag mich gut erinnern, vor ein paar Monaten bei uns zu Hause, da gab es einen Streit. Rebecca und ich, wir hatten uns gestritten über so einen Zeitungshalter, wo wir den in unserer Stube platzieren sollen. Etwas völlig Unnötiges, oder? Wirklich Kleines, aber der Streit ist eskaliert und da habe ich überreagiert, da wurde ich hässig und ich habe diesen Zeitungsständer so theatralisch irgendwo hingestellt, dass es so einen richtig großen, schönen Kratzer im Parkett bei uns zu Hause gab. Und jetzt jedes Mal, wenn ich diesen Kratzer sehe im Parkett, dann sehe ich nicht nur unseren Streit, sondern ich sehe im Kern, es war auch eine Sünde von mir. Es war, dass ich mich nicht beherrschen konnte, das Spuren hinterlassen hat. Nicht nur im Parkett, sondern auch Rebecca und ich mussten dann darüber reden. Wir mussten irgendwie, das hat Spuren hinterlassen. Und auch hier sehen wir im Kern, es war eine Sünde, die etwas zerstört hat. Sünde zerstört uns innerlich und äußerlich. Es zerstört unsere Beziehungen, es zerstört unsere Gesellschaft und es führt schlussendlich auch dazu, dass bei uns Menschen einfach Dinge kaputt gehen. Es führt sogar dazu, dass wir sterben müssen. Deshalb sagt die Bibel, dass der Tod eine Folge der Sünde ist. Und versteht mich nicht falsch, man kann nicht jedes Problem auf eine Sünde zurückführen. Aber wenn das Problem der Sünde behoben wäre, dann würden ganz, ganz, ganz viele andere Probleme auch gelöst werden. Und genau deswegen schrieb Zacharias über seinen Sohn, du wirst das Volk zur Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung der Sünden gerettet wird. Gott möchte dir auch heute Morgen aufzeigen, dass dein größtes Problem nicht die Politik ist, nicht die Wirtschaft, es ist nicht mal das Coronavirus. Dein größtes Problem, es ist deine Sünde. Und bei genau diesem Problem möchte dir Gott helfen. Deswegen ist Gott Mensch geworden, um das Problem der Sünde für uns Menschen ein und für alle Mal zu lösen. Deine Sünde zerstört auch dein Verhältnis zu Gott.
Es zerstört dein Gewissen. Und spätestens, wenn du stirbst und eines Tages vor Gott stehst, dann wirst du erkennen, dass deine Sünde dein größtes Problem war und ist. Und wenn wir über das Predigtthema von heute Morgen nachdenken, warum brauche ich Jesus, dann sind wir jetzt genau beim richtigen Punkt. Warum brauche ich Jesus? Weil nur er dich von deiner Sünde befreien kann. Nur er kann dir helfen, wenn es um deine Sünde geht. Nur er kann dir Vergebung von Gott schenken. Warum glauben so viele Menschen nicht daran, dass sie Gott brauchen, dass sie Jesus brauchen? Weil sie das Problem der Sünde nicht erkannt haben. Jeder, der sich der Last und der Schwere seiner eigenen Schuld gegenüber jeder, der das versteht, der wird Gott um Hilfe rufen, weil er erkennt, ich brauche jemanden, der mir hier hilft. Gottes Plan für uns Menschen wird in wunderbaren Versen auch in diesem Abschnitt folgendermaßen beschrieben. Und dass wir ihm, Gott, unser ganzes Leben lang ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen würden. Schau, Sünde zerstört all die Aspekte dieses Verses. Sünde bringt Angst in dein Leben hinein. Anderen Menschen gegenüber, Gott gegenüber. Sünde zerstört deine Heiligkeit, deine Gerechtigkeit. Es vertreibt dich aus Gottes Gegenwart. Und Gottes Absicht ist, dass wir frei werden von diesen Dingen. Schau, so sieht ein Leben aus von jemandem, der gerettet worden ist. Jemand, der die Vergebung von Jesus empfangen hat. So sieht so ein Leben aus, ohne Angst. Stell dir das mal vor, wenn du keine Angst mehr vor Gott hättest. Du nicht mehr fürchten müsstest. Was ist, wenn ich jetzt sterbe? Weil du weißt, mir ist vergeben worden. Kein Leistungsdruck mehr Gott gegenüber. Dass du irgendwie dich beweisen musst Gott gegenüber. Oder dass du gute Taten vollbringen musst, damit du bei Gott angenommen wirst. Wie wäre es, ohne diesen Druck zu leben? Wäre das nicht befreiend? Das ist so entspannt und so gelassen. Ich mag mich erinnern, als Kind, da hatte ich immer wieder so Ängste, nachdem ich etwas Falsches getan habe, dachte ich, oh nein, jetzt möchte ich nicht sterben. Weil ich Angst hatte, dass Gott mich bestrafen würde für das, was ich falsch getan habe. Wenn du die Vergebung von Jesus empfangen hast in deinem Leben, dann wirst du diese Angst nicht mehr kennen. Weil der Angst wird den Boden unter den Füßen weggezogen. Es gibt keinen Grund mehr, dass du Angst hättest, weil dir ist vergeben. Und du weißt das und du spürst das und es ist einfach so ein wirklich entspanntes Gefühl. Wenn du heute zuhörst und für dich ist das wie ein frommer Traum, keine Angst mehr Gott gegenüber, dann möchte Gott dir sagen, Jesus ist gekommen, um dir deine Angst wegzunehmen, um dich zu heilen und dich frei zu machen. Deswegen ist Gott Mensch geworden. Wenn du das nicht kennst, wenn du Jesus nicht kennst, du wirst ringen mit dieser Angst vor Gott, vielleicht auch Angst vor dem Teufel, Angst vor dem Tod. Es sind Ängste, die uns weggenommen werden, in dem Moment, wo Jesus in unser Leben kommt. Dieser Vers sprach von einem heiligen und gerechten Leben. Was heißt heilig? Heilig heißt ohne Sünde. Es heißt perfekt in Gottes Augen. Ein Leben ohne all diese Dinge, die dich kaputt machen, die dein Umfeld belasten. Ein Leben gemäß Gottes guten Geboten, das für dich und für andere das Beste ist. Heute würde man sagen, das beste Leben, das du leben kannst. So sieht ein heiliges Leben aus. Stell dir das vor. Du kannst gute Grenzen setzen. Deine Prioritäten stimmen. Du hast dich selbst im Griff. Du kannst frei vergeben. Du kannst dich mitfreuen, wenn es anderen gut geht. Da ist Freude in deinem Herzen. Du sprichst gute Worte anderen gegenüber. Ist das nicht ein Leben, das besser ist als das, was du vielleicht jetzt kennst? Das ist Gottes Absicht, dass du ein heiliges Leben leben kannst. Und schau, Gott hat dich nicht nur von etwas erlöst, sondern er hat dich für etwas erlöst. Er hat dich von der Sünde befreit und er hat dich für ein Leben befreit,
das in den folgenden Versen beschrieben wird, dass du ihm in seiner Gegenwart dienen kannst. Was heißt das? In seiner Gegenwart dienen heißt, dass du Gott nahe bist. Dass du in seine Gegenwart kommen kannst. Dass da nichts mehr zwischen dir und Gott steht. Dass du bei Gott zu Hause bist. Dass du da ein- und ausgehen kannst. Dass du Gott kennst und er dich kennt. Ihm dienen heißt, dass du in deinem Leben eine neue Aufgabe, eine neue Mission bekommst, einen neuen Sinn, nämlich für das zu leben, wofür Gott dich geschaffen hat auf dieser Erde. Du lebst für seinen Plan, den er mit dieser Welt hat. Du kannst dazu beitragen, dass andere Menschen Gott kennenlernen können. Ich mag mich gut erinnern, vor ein paar Monaten hatten wir einen Jugendgottesdienst und am Ende dieses Gottesdienstes, da fragte ich, wer von euch möchte Jesus in sein Leben aufnehmen? Und da gab es ein Mädchen, das ich sah in den vorderen Reihen, ihr liefen die Tränen herunter. Und offensichtlich tief berührt, hielt sie ihre Hand hoch und sagte, ja Jesus, das möchte ich. Wenn ich daran denke, was das für Auswirkungen hat, in diesem Leben, wenn sie stirbt, in alle Ewigkeit, dann denke ich, es lohnt sich, für das zu leben, wofür Gott mich geschaffen hat. Dafür verzichte ich gerne auf ein paar Fußballschauenabende zu Hause, auf ein wenig meiner Freizeit. Ich gebe gerne vieles auf, um Gott zu dienen, weil ich weiß, ich kann dafür etwas leben, das wirklich Wert hat, das besteht, das nicht vergeht. Etwas, das mich wirklich erfüllt, das Freude bringt, das für andere zum Segen ist. Meine Frage an dich ist, kennst du das? Kennst du diese Vergebung von Jesus? Hast du diese Hilfe schon erlebt, dass Jesus in dein Leben gekommen ist und dir deine Sünden vergeben hat? Kennst du dieses Gefühl von, ich habe keine Angst mehr? Hast du erlebt, wie du ein neues Leben von Jesus bekommen hast? Hier ist, was Gott dir verspricht. Im 1. Johannes 1, Vers 8 heißt es, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, dann betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht und er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Könnte heute der Tag deiner Rettung werden? Der Tag, an dem du die Hilfe von Jesus annimmst und sagst, Jesus, ich habe erkannt, auch ich bin voller Sünde. Und ich bitte dich, vergib mir. Es war falsch, ohne dich zu leben. Schenk mir ein neues Leben. Wie wäre es heute Morgen mal so richtig echt und wahr zu werden? Wenn du behauptest, dass du ohne Sünde bist, dann lügst du. Dann betrügst du dich selbst. Wenn du aber deine Sünde bekennst Gott gegenüber, dann kommt er nicht, um dich zu verurteilen, sondern Jesus ist auf diese Erde gekommen, um dich zu retten. Und wir werden in wenigen Momenten miteinander das Abendmahl feiern. Beim Abendmahl denken wir daran, dass dieser Jesus, der auf diese Erde gekommen ist, am Kreuz gestorben ist, um dir diese Sünde zu vergeben. Er hat deine Sünde auf sich genommen, als er starb am Kreuz. Er hat deine Schuld, die du hast, Gott gegenüber beglichen. Und ich lade dich ein, dir ein paar Momente zu nehmen, bevor du das Abendmahl nimmst, nur du und Gott. Momente, wo du deine Sünden bekennen kannst. Momente, wo du Jesus um Vergebung bitten kannst. Wo du mit deinen eigenen Worten Jesus sagen kannst, hilf mir. Ich komme mit meiner Sünde nicht zurecht. Ich brauche deine Vergebung. Vergib mir. Werde du der Herr meines Lebens. Wenn du ein solches Gebet sprichst, dann kannst du dir sicher sein, Gott erhört sein Gebet. Er wird dir helfen. Er wird dich nicht verurteilen. Er wird dich retten. Lass uns miteinander beten und ein paar Momente nehmen, die du ganz persönlich
mit Gott verbringen kannst. Ich werde für dich beten. Dann hast du ein paar Momente, wo du Gott gegenüber persönlich deine Sünden bekennen kannst, ihn um Vergebung bitten kannst und dieses Geschenk der Rettung selbst erfahren kannst. Vater im Himmel, ich bete in diesem Moment für alle diejenigen, die heute hier sind, alle, die zu Hause zuhören oder diese Botschaft vielleicht später hören, dass gerade in diesem Moment du ihnen die Erkenntnis schenkst, dass ihre Sünde ihr größtes Problem ist. Heiliger Geist, führe uns unsere Sünden vor Augen, nicht um uns zu verurteilen, sondern damit wir diese zu dir, Jesus, bringen können. Lass heute ein Tag der Rettung sein, ein Tag der Erlösung, ein Tag, wo viele Menschen erleben, wie du sie rettest.